Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast auf Swiss German Storytime. Endlich habe ich es wieder geschafft. Eigentlich wollte ich letzte Woche schon einen Podcast machen. Mein Plan ist eigentlich jede zweite Woche sicher irgendwas hochladen. Aber ich habe es beim besten Willen nicht geschafft. Entschuldigung, und darum kommt der Podcast jetzt eine Woche später, diese Woche. Ich hoffe, es ist okay für euch. Viele von euch sind vielleicht auch in der Sommerferie, machen etwas anderes, sind am Wandern, sind am Baden. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt eine gute Zeit und vielleicht habt ihr ja auch Zeit, um den Podcast zu hören. In dieser Geschichte habe ich wieder einmal einen Artikel genommen vom Nationalmuseum-Blog. Die haben immer so gute Artikel. Und es geht um eine Mordgeschichte. Und zwar auch wieder aus meinem Heimatkanton Appenzell-Innerrhoden. Ich weiss eigentlich gar nicht, wieso dass es aus meinem Kanton so viele tragische Geschichten gibt. Es gibt mehr, als ich gedacht habe. Es ist so ein friedlicher, schöner, landschaftlich attraktiver Kanton. Und trotzdem gibt es relativ viele tragische Geschichten. Auf jeden Fall, da ist auch so eine tragische Geschichte, die sich vor über 150 Jahren abgespielt hat, in Appenzell-Innerrhoden. Ich wünsche euch viel Spass bei dieser Geschichte und natürlich auch eine gute Sommerzeit und bis zum nächsten Mal. Anna Koch. Eine tragische Geschichte aus Appenzell. Hätte sie nicht gerade nach der Tat versucht, den Schmuck der Getöteten zu verkaufen, wäre Anna Koch aus Gunten, Appenzell-Innerrhoden, wahrscheinlich davongekommen. Zumal man zuerst von einem Unfall ausgegangen ist. Wer hätte denn auch annehmen können, dass sie, ein hübsches blondes Mädchen von noch nicht einmal ganz 18 Jahren, aus Eifersucht und Habgier am 7. Juni 1849 die Magdalena Fessler, ihre Nebenbuhlerin, um die Gunst von Johann Baptist Matzenauer, nach der Fronleichnamsvespe im unweit von der Kirche gelegenen Teich eigenhändig getränkt hat? Auch die Zeitungen haben sich schockiert gezeigt über das weibliche Ungeheuer. Wo der Verdacht auf sie gefallen ist, hat Anna Koch ihren ehemaligen Schwarm ein Verbrechen bezichtigt. Denn, wie der Jahrzehnte später gemeint hat, wenn ein armer wüster Bub und ein schönes junges Mädchen vor Gericht müssen, so lassen sie das schöne junge Mädchen laufen. Und der arme wüste Bub wird eingesperrt. Der Matzenauer, ein Maurer und Chemiefäger, ist eine Zeit lang mit der Anna Koch liiert gsi. Doch weil die ihn des Öfteren betrogen hat, hat er sich der Magdalena Fessler zugewendet, was der Koch offenbar, trotz ihrem eigenen Verhalten, tief in ihrem Stolz verletzt hat. Außerdem hat sie sich beim Kauf von einer neuen Silberkette für ihre Festtagstracht verschuldet gehabt. Zuerst hat Anna Koch nur ausgesagt, der Matzenauer hätte den Schmuck von der Magdalena Fessler bei den Toten gefunden und ihr zum Verkaufen gegeben. Dann hat sie ihre Geschichte erweitert. Der Matzenauer hätte die Fessler getötet. Ja, er hätte ihr den Mordplan schon vor der Tat erklärt. Der 21-Jährige sei ihren Verlobter und sie hätte das Geld gebraucht, um im Herbst heiraten zu können. Zudem hat sie angegeben, von ihm schwanger zu sein. Das Gericht hat Anna Koch geglaubt und hat angenommen, dass der Johann Baptist Matzenauer bald gestorben wäre. Doch weil er im gütlichen Verhör im Appenzeller Rathaus jede Beteiligung an einem Verbrechen hartnäckig abgestritten hat, hat der Verhörrichter bald zum Mittel der peinlichen Frage gegriffen. Der Matzenauer ist auf den Bock gebunden worden und mit dem Ochsenziemen traktiert worden. Tagelang, wochenlang, wie ein Blick ins Verhörprotokoll zeigt. Während die ebenfalls arretierte Anna Koch daheim beim Landweibel gewohnt hat und mit seiner Familie am Tisch essen, ist der Matzenauer ins Verlies gekommen. In einen aus Balkenstock zimmerten Kasten auf dem Dachboden vom Rathaus. In dem hat er nicht aufrecht stehen und der Kasten hat nur über eine kleine Öffnung zum Gehen von Speisen und für ein bisschen Luft verfügt. Die Appenzeller Behörden sind nach dem alten Rechtsverständnis davon ausgegangen, dass das Geständnis die Königin der Beweis sei und sein Vorliegen unabdingbar, um Nebit verurteilen zu können. Und das, um ein solches Geständnis überzukommen,
auch die Zufügung von körperlichen Schmerzen legitim sei. Tatsächlich ist die Folter vom 13. bis ins 19. Jahrhundert im West- und Mitteleuropa ein anerkanntes strafverfahrenrechtliches Mittel zur Wahrheitsfindung im Verhörprozess gesehen. Für die Bewegung der Aufklärung hingegen ist die Folter zum Hauptangriffsziel im Kampf um ein humanes Strafrecht geworden. Die Folter sei einerseits nicht funktional. Die Gefangenen gestehen falsche Sachen, nur um den Qualen zu entkommen. Und andererseits sei sie mit der Menschenwürde unvereinbar. Die Regierung der Helvetik hat zum ersten Mal in der ganzen Schweiz jede körperliche Peinigung zu der Erzwingung von einem Geständnis abgeschafft. Allerdings ist man schon bald auf Prügel als Ungehorsams- und Lügenstrafe ausgewichen. Denn nach wie vor hat der Geständniszwang gegolten. Und was hat überhaupt als Folter gezählt? Nur die alten Methoden wie das Aufziehen oder die Streckbank? Oder auch Stockschläge während der Verhör? Disziplinierende Strafen wie Prügel und verschärfte Haft sind, wo die Folter offiziell untersagt war, zu einem Foltersurrogat geworden. Nach der Helvetik sind die konservativen Landkantone, aber beispielsweise auch Zürich, bis zu der Regeneration wieder zu der alten Strafrechtspraxis samt Folter in schweren Fällen zurückgekehrt. Die Schweiz hat noch 1820 die reguläre Tortur praktiziert, unter anderem mit der Beifügung von Brandwunden. Und der Zug hat noch 1869 die Daumenschrauben und das Aufziehen gekannt. Auch in Appenzell-Innerrhoden ist die Prügelbank, auf der der Matzenauer 1849 hat leiden musste, noch in den 1860er Jahren in Gebrauch gesehen. Weil es hat etliche Juristen gegeben, die befürchtet haben, dass die Abschaffung der Folter ein Einbuss von der Rechtssicherheit und der Effektivität des Strafverfahrens zur Folge haben könnte. Das konservative Zuger Volksblatt hat 1861 zur Überführung von einem Mörder zur Schweiz trotzig bemerkt, dass Konfrontationen kein Resultat gebracht hätten, wohingegen allen modernen Anwürfen zum Trotz die von Zeit zu Zeit angewendeten Territiones reales, die Argumente ad hominem, ihre alte Wirksamkeit bewährt haben. Sprich, wirksamer als eine verbale Konfrontation ist laut der Zeitung die Folter gewesen. Diese Ansicht ist zu jener Zeit weit verbreitet gewesen, weil, wenn das Geständnis als oberster Beweis, wo unbedingt hätte vorliegen, weggekommen ist, was ist denn geblieben? Aus was hat der neue oberste Beweis bestanden? Der Kampf um die Abschaffung der Folter ist auch ein Kampf um die Aufwertung vom Indizienbeweis im Gerichtsprozess gewesen, beziehungsweise um die Möglichkeit von der freien Beweiswürdigung durch das Gericht, das auch ohne Geständnis zu einem Urteil hat gelangen. Trotz allen Stockschlägen auf der Prügelbank, der Johann Badist Matzenauer hat immer noch bestritten, irgendetwas mit dem Tod von der Magdalena Fessler zu tun zu haben. Wo Anna Koch dann plötzlich aus der Gefangenschaft entwichen ist, sind die Appenzeller Behörden erste Zweifel an ihrer Version der Geschichte kommen. Die Koch, offenbar gequält vom schlechten Gewissen, ist bis ins vorarlbergische Rankweil geflohen, wo sie beichten wollte. Doch der dortige Pfarrer hat ihr die Absolution verweigert, solange sie sich nicht öffentlich zu ihrem Verbrechen bekenne. Anna Koch ist daraufhin zurückgekehrt, hat sich im Gericht gestellt und hat nach mehr als 5 Monaten die Tat gestanden. Rache an der Magdalena Fessler sei das Motiv gewesen. Im Protokoll steht dazu Folgendes: Ist der Matzenauer, also in der Tat schuldlos? Ja, da ist er. Ihm ist somit die ganze Geschichte unbekannt. Er hat von nichts gewusst. Warum haben ihn denn angeklagt? Weil er mir lieb war. Sie hätte gedacht, er würde den Mord ehrenslieb auf sich nehmen. Das Gericht hat am 29. November die Todesstrafe über die Anna Koch verhängt. 4 Tage später ist es vom grossen, zweifachen Landrat von Appenzell-Innerrhoden mit 92:6 Stimmen bestätigt worden. Der Landrat hat keine Milderungsgründe gesehen, zumal die Koch mit verwegener Böswilligkeit eine Zeit lang die Tat gelügnet und mit der ausdenktesten Lüge auf eine andere Person, nämlich
der Johann Baptist Matzenauer, wälzen. Die Hinrichtung von Anna Koch am 3. Dezember 1849 war ein grausiges Spektakel. Die 18-Jährige hat sich in panischer Angst gewehrt und musste auf einen Schlitten gebunden werden, wo sie zu der Richtstätte geführt hat. Die Verlesung vom Todesurteil von der riesigen Volksmenge ist in ihrem verzweifelten Schreien untergegangen. Weil sie auf dem Richtstuhl den Kopf eingezogen hat der Scharfrichter schließlich ihre Zöpfe an eine Latte gebunden und aufziehen lassen, um sie enthaupten zu können. Ein deutsches Journal hat dazu angewidert bemerkt: Welche Rohheit muss dazu gehören oder dadurch erzeugt werden, wenn einem Todeskampf während 1,5 Stunden zugeschaut werden kann? Gehört da vielleicht zu der sittlichen Erziehung vom Volk? Oder kann ein derartiger Auftritt dazu dienen, seine Abscheu vor dem Verbrechen zu vermehren? Es ist die letzte Hinrichtung in Appenzell-Innerrhoden und ein lang anhaltendes Trauma. Allein 2 Theaterstücke sind im 20. Jahrhundert über den Mordfall Koch-Fessler geschrieben worden. Es gibt auch einen Anna Koch-Jodl. Der Matzenauer hat der Koch ihre Missetat an ihm vergeben. Auf die Frage vom Landrat: Ihr werdet ihr nichts nachtragen, ihr vergeben und kein Regress verlangen, hat er feierlich geantwortet: Ich will ihr gern zeitlich und auf ewig vergeben. Ohne es zu wissen, hat der Matzenauer mit dieser Aussage auf Schadenersatz durch den Kanton verzichtet. Was ein Regress ist ihm unbekannt gewesen. Als wäre die Folter nicht genug gewesen, haben die Appenzeller Behörden ihn als krönenden Abschluss auch noch betrogen. Das nennt man im Kanton Appenzell-Innerrhoden ein Kriminalverfahren, hat die St. Galler Zeitung dazu sarkastisch gemeint. Dass solche rechtliche Zustände auch im jungen Bundesstaat noch möglich gewesen sind, ist eine Folge der rein kantonalen Regelung vom Strafrecht gewesen. Viele konservative Kantone haben noch lange über keine geschriebene Strafprozessordnung verfügt. Appenzell-Innerrhoden ist noch 1897 ausschließlich nach alter Herkunft verfahren. Erst 1942 hat es zum ersten Mal ein gesamtschweizerisches Strafrecht gegeben. Körperstrafen sind zwar schon 1874 durch die Bundesverfassung verboten gewesen, aber als Disziplinarmaßnahme sind sie wahrscheinlich noch jahrzehntelang da und dort vorgekommen. Der Johann Baptist Matzenauer hat sich von den Folgen der Misshandlungen während seiner 24 Wochen in Gefangenschaft nie mehr ganz erholt. Sein ganzes restliche Leben hat er mit chronischen Schmerzen und anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Er ist im Alter von 74 Jahren 1902 zu Gonten gestorben. Okay, und zurück sind wir in der heutigen Zeit. Wie ist es gesehen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch diesen Podcast ein bisschen mehr auf Appenzeller Dialekt erzählt, wenn auch nicht wirklich so, wie ich normalerweise in Appenzell rede. In meinen Lektionen wie auch in den Podcasts tue ich mich natürlich sehr anpassen, dass es für euch auch ein bisschen nützlich ist. Wenn ich zu fest auf Innerrhoden Dialekt rede, wäre es schon in St. Gallen und sogar logischerweise in Zürich oder anderen Orten nochmal sehr nützlich. Aber es hat trotzdem ein paar Wörter drin gehabt, die ich damals bewusst auf Appenzeller Dialekt gesagt habe, wie zum Beispiel das Wort für das Mädchen, das Meitli in den meisten Dialekten. Auf Appenzell-Innerrhoden Dialekt ist es das Mädli. Und auch zum Beispiel ein bekanntes Wort im Schweizerdeutsch, «öppis» oder «öpper» oder «irgendöppis» ist in Appenzeller Dialekt ist es «nebis». Also «öppis» ist «nebis», «öpper» ist «nebet». Also alles, was mit «öppe» zu tun hat, wird im Appenzell-Innerrhoden Dialekt zu «nebis». Das ist auch so ein bisschen eine Spezialität, die ich jetzt für diesen Artikel, für diesen Podcast gebraucht habe. Aber ihr könnt euch eigentlich eher das Wort «öpper» merken, weil das wahrscheinlich praktischer ist in der ganzen Schweiz und besser verstanden wird. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das Transkript nachlesen wollt, auf Hochdeutsch, Schweizerdeutsch, schaut wie immer unten dran in den Links. Ich habe alles verlinkt zu meiner Patreon-Seite, wo ihr ein Transkript findet. Auch zu meiner Online-Kurs, wo für Schweizerdeutsch findet ihr auch alle Links unten in der Beschreibung. Also nochmal merci vielmals und bis zum nächsten Mal.